Hey und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal Silvan Kuster. Und wir sind nicht nur im neuen Studio, das noch nicht ganz fertig ist, sondern wir haben auch einen neuen Gast dabei, nämlich den Niki. Kannst du dir mal kurz vorstellen, von wo du kommst, wer du bist und wo man dich überall findet? Hallo zusammen, ich bin Niki, ich bin 15, ich komme aus dem wunderschönen Seeland im Kanton Bern, mache nicht so lange YouTube und habe einen Podcast, der hoffentlich in Videobeschreibung ist. Sicher doch, ist verlinkt. Ich bin ja auch schon zu Gast gewesen, das heisst, ich verlinke einfach meine Folge. Und wir haben die absolut innovative Idee gehabt, was es definitiv noch nie gegeben hat und auch nicht zufälligerweise auch auf seinem Kanal gerade online gekommen ist, wo ihr könnt abchecken, nämlich unten in der Videobeschreibung oder auch da oben. Wird jetzt wahrscheinlich eingeblendet sein, ausser dass immer wieder das Genius, sonst wäre eigentlich da oben, aber hey. Ja, dort haben wir auch so etwas gespielt. Was spielen wir heute? Das ist nämlich nichts Besseres als Kiss, Marry, Kill. Haben wir dich gefragt auf unseren Insta-Accounts. Sind beide jetzt hier eingeblendet oder unten verlinkt. Könnt ihr auch mal abchecken, wird absoluter Content postet. Darum ja, und meine Schwester hat mir auch noch ein paar aufgeschrieben, weil natürlich die Insta so recht kurzfristig war. Auch das Ganze heute, aber das seht ihr ja, im Vlog. Der ist letzte Woche online gekommen. Auch in der Videobeschreibung verlinkt. So, Werbung Ende. Noch eine Werbung gemacht. Wir spielen endlich und ich nehme jetzt mal an, die meisten von euch wissen, wie Kiss, Marry, Kill funktioniert. Und wenn für die, die es nicht ganz verstehen, wir haben jetzt 3 Namen zur Auswahl und wir haben Kiss, Marry, Kill. Das heißt, Kill sind die, die am wenigsten, die können alle identifizieren und so, und dann wäre es der, der am besten gesehen. Nice. Und auch jetzt hier noch ein Schatz werden. Und das soll kein Front sein an euch, das heisst, wir fühlen euch bitte nicht persönlich angegriffen, das ist jetzt rein fürs Video. Wir haben die Namen auch nicht ausgesucht, das ist uns wirklich so zugeteilt worden. Das heisst, wir können nicht aussuchen, in welcher Kategorie, mit wem wir jetzt sind. Das heisst, es wird auch noch unten in der Videobeschreibung stehen. Das heisst, es ist wirklich kein Angriff an euch, sondern es dient rein zur Unterhaltung. Das erste Dreierpärchen, wer Michito, Joshua spielt und der Ronny Vlog. Ich kenne den Michito und den Joshua tatsächlich. Gut. Beide schon in Real Life getroffen. Der Ronny sagt mir absolut nichts, wegen dem würde ich ihn umbringen. Der Michito heiraten, weil er ist wie ich im Haus Gryffindor. Und ich habe mit ihm dann im Fan-Treffen geschnurrt, so ist mir sehr sympathisch übergekommen. Und der Joshua würde ich von dem her ein Küsschen geben. Ich glaube, den Joshua würde ich doch heiraten, weil ich kenne ihn jetzt bereits schon seit 2017, sind schon fast 3 Jahre. Ja, gut, das ist jetzt übertrieben, sagen wir seit 2,5 Jahren. Und den Michito kenne ich jetzt auch schon länger und der hat schon öfters mein Equipment by the way ausgeleiht. Also der war öfters bei mir im Haus gewesen, als ich ihn gesehen habe, tatsächlich. Darum ja, würde ich glaube Joshua heiraten, Michito das Küsschen geben und den Ronny würde ich leider rausschmeißen aus dem Spiel. Ja, weil er auch schon lange nicht aufgeladen hat. Die nächste Kategorie beinhaltet sogar jemanden, der nicht direkt YouTube macht, nämlich wäre das der Nadir Rihman. Ist das gut? Kukinesi und Nashitya. Ich weiß nicht, wie viel du davon kennst, darum fange ich jetzt mal an. Der Nadir Rihman, absolute Legende. Ja? Darum sie würde heiraten, auch wenn sie schon verheiratet ist, klammern wir jetzt mal aus. Dann kommt Nashitya und weil ich Kukinesi nicht kenne, ja, leider raus. Ich glaube, ich würde mich anschließen im Fall. Also ich würde auch Nadis Mom heiraten, Nashitya ein Küsschen geben und die Kukinesi umbringen. Weil ich sie einfach nicht kenne. Daniel, Herr Sulzer, das ist keine Front, den könnt ihr behalten. Was kommt jetzt? Könnt ihr behalten, ja. Also es ist echt nur für das Spiel, wie gesagt, ja. Jo. Nächste Kategorie ist der Stefan Büsser, der Gabi Rano und der Mark Galaxy oder mittlerweile auch bekannt unter Nilay. Darum jo, bin ich mal gespannt, das ist alles so Bereich Comedy, weil ja nicht wirklich Musik gekommen ist bis jetzt. Aber hey, No front. man lernt die Zeit, Mark, easy, take it easy. Ja, was würdest du sagen? Ich glaube, ich würde Gabirano umbringen, weil ich fühle seinen Content jetzt nicht so in letzter Zeit. Vor allem, er ist schon nicht so aktiv auf Insta und so. Der Büssi würde ich ein Küsschen geben, weil er einfach sympathisch ist. Und der Marc halt heiraten, weil ich ihn am besten kenne und am längsten. Ich muss mich leider anschliessen. Also Gabirano Content habe ich noch nie gefeiert, irgendwie nicht so mein Humor. Und Stefan, also früher, als der Bachelor Best-ofs gemacht hat, absolut Legende, ich habe es immer gefeiert. Ich weiss noch, jeden Dienstag um 11 Uhr, wo das rausgekommen ist, immer direkt schauen. Und ja, aber das Ding ist, momentan macht das halt nicht und das Zeptin ist weniger so etwas, was ich viel schaue. Ja. Darum no front jetzt an dich, Büssi, ich weiss, es sind mega coole Videos, aber du musst jetzt einfach sagen, der Mark feiert irgendwie ein bisschen mehr. So, nächste Kategorie hätten wir den Snowly, den Ash April und die Fitzers. Die Fitzers tun wir jetzt einfach mal als Gesamtes nehmen. So, ja. Nicht mal wundern, was du davon haltest. Snowly kenne ich nicht. Ich weiß nicht, ob es sie oder er ist, keine Ahnung, wegen dem umbringen. Ash April noch nie ein Video geschaut. Shame on me. Ich kenne ihn vom Chor einfach. Wegen dem würde ich ihm ein Küsschen geben. Und Fitzers würde es auch mehrfach geben. Ja, ich glaube, also Snowly kenne ich eben auch nicht. Ash April würde jetzt, glaube du darfst das von ihm schon
eine Verlosung gewonnen habe, wo ich noch zu Kasten hinterliege, würde ich ihn heiraten. Und das Geile, das war eine richtig geile Story. Ich bin bei uns am Dorffestival, wenn du es so nennen kannst, wir haben eine schwimmende Bühne gehabt. Und einfach plötzlich steht er vor mir und ich so, hä? So, das kann ich vielleicht so sagen, er wohnt jetzt mittlerweile irgendwo in der Nähe von mir. Ich kann sagen jetzt nicht genau wo, weil vielleicht weiss man, wo ich wohne. Ich werde jetzt nicht seinen Standort verraten. Er wohnt in der Nähe, nicht im gleichen Dorf, aber in dem Umfeld. Und dann plötzlich steht er an meinem Dorffest und ich so, was machst du hier? Und er so, ja, bin jetzt in deine Umgebung gezogen, darum muss ich mir jetzt mal in die Kultur von deinem Dorf gehen. Ich so, okay, gut, dass vielleicht ereignet sich mal noch irgendetwas mit mir. Vielleicht, who knows? Ja, darum ihn heiraten. Also, jetzt haben wir viel vom Thema abgeschafft. Next one ist der Kassel, dann hätten wir den Timmy Time und der AMJ. Leider kenne ich den AMJ nicht. Also, es gibt natürlich extrem viele Schweizer YouTuber und wer nicht alle kennt, kann auf swisstubers.info-Seite gehen. Unten verlinkt, könnt ihr alle anschauen. Und ich würde jetzt sagen, ihn in dem Fall umbringen. Der Kassel, absolute Legende. Ich weiss, wahrscheinlich viele kennen ihn nicht, aber ich kenne ihn von TikTok vor allem, wo er richtig geile Videos postet. Same. Hat aber auch einen YouTube-Kanal mit fast 800 Abonnenten. Ihn würde ich glaube ein Küsschen geben und einfach der Timmy Time, ja, muss ja schon fast für seine Kochkünste einen Heiratsantrag geben. Wäre er immerhin Frau im Haus. Von der Aussage schließe ich mich an. Aber wirklich der andere kenne ich auch nicht an den AMJ. Kassel kenne ich auch von TikTok und den Timmy Time kenne ich nicht persönlich, aber wir hängen viel im Discord zusammen und so. Die letzte, die noch meine Sissi aufgegeben hat, wäre der René Schudel. Dann hätten wir Joel, also die Schwester von der Nati, plus noch der leicht aufgewärmt. Darum bin ich mal gespannt, was du jetzt sagst. René Schudel, absolute Schweizer Kochlegende. Ich tue den leicht aufgewärmt umbringen, weil ich noch nie ein Video von ihm gesehen habe, noch nie mit ihm geredet. So. Ich kenne ihn einfach vom Hören, vom Sehen. So. Dann würde ich ihn umbringen. Jetzt wird es kritisch. Entweder tue ich jemanden heiraten, der kochen kann, der aber 30 Jahre älter ist. Oder jemanden heiraten, der etwas jünger ist, aber in meinem Alter ist. Ich glaube, ich würde René Schudel heiraten, dass man immer geile Veggie-Burger und so machen kann. Und schon alles Küssli. Also, bei mir wäre es so, ich würde leicht aufgewärmt heiraten. Weil ich bin bei ihm schon mal in einem Video zu Gast war, wie der Swiss News. Und dann Joel, ihr habt das Küssli. Und dann René Schudel. Ja, sorry, auch wenn du gut kochen kannst, Veggie-Burger gehen gar nicht. Scheiß drauf! Mal ist nur einmal im Jahr. So. Ole, ole! So, dann von Instagram haben wir auch noch ein paar zugesendet bekommen. Nämlich wäre das zum einen der Joshua spielt, der Adi Totoro und jetzt natürlich auch Nati Style herself, nachdem ihre Mama und ihre Schwester und ihr Vater schon ist im Video. Nati und Adi sind die einzigen, die ich schon persönlich zusammen geredet habe. Wobei, nein, die Joshua, stimmt, habe ich auch schon. Mit der Nati und dem Adi verschmelzt sie auf Insta oder so, sind wir manchmal zusammen. Wegen dem, glaube ich, würde ich Joshua umbringen. Der Adi wieder heiraten, weil sie Schnäuze nicht mehr küssen. Das ist nicht. Und Nati ist Küssli geben. Schwierig, kritisch. Ich glaube, ich würde wirklich mit Joshua den Heiratsantrag machen, weil ich kenne ihn halt wirklich am längsten von allen drei. Dann kommt Nati, weil ich mit ihr schon ein Video gemacht habe und sie richtig sympathisch ist. Und dann kommt Adi, weil ich habe ihn zwar schon persönlich gesehen, getroffen, er ist ein Meetup von mir sogar. Ja, Swiss Creator Meetup. Sorry Adi, aber mit dem Schnitz, ohne Schnitzel hättest du vielleicht eine Chance gehabt. So, jetzt haben wir komplett Frauenpower. Nämlich haben wir Nashitia, Nati Style und Larush. Nashitia ist jetzt nicht so mein Content, was sie macht. Und habe noch nie mit ihr geredet oder so. Mal einmal für 5 Minuten im Discord oder so. Noch nie mit ihr ins Zeug geklärt, würde ich sie umbringen. Larush ein Küssli geben und Nati heiraten, weil sie am besten und am längsten kennen. Bei mir wäre glaube ich so, dass Larush leider weg ist, weil ich einfach Nashitia schon länger kenne. Ich kenne sie 2-3 Jahre schon. Und auch wenn ihr Content zum Teil nicht perfekt zu mir passt, das ist auch noch cool. Und vor allem, wenn ich sie wieder gesehen mal ist sie richtig chillt drauf, kann man sich entspannt unterhalten. Und ja, die Nati kenne ich halt wirklich am besten von allen, habe ich am meisten damit zu tun. Darum, ja. Kommen wir zum letzten. Und die Auflistung ist. Die letzte Auflistung ist noch einmal komplett Manpower. Nämlich haben wir den Joshua spielt, den Nicola Probst und den Timmy Time noch einmal. Darum, ja, nicht mehr Wunder. Jetzt das ist schwierig, also es sind alles Dudes in unserem Alter. Ja, und vor allem, wo man aktiv damit ja, wirklich, also jeden Tag im Discord, Kuss gehen euch raus. Ja. Wirklich. Ja, auch die anderen. Also, ja klar, alle, aber jetzt alle nice. Die wirklich jeden Tag intensiv Hörer- und Sprechkontakt, wenn man das so sieht. Ich glaube, ich würde Nicola Probst heiraten, weil ihn habe ich schon persönlich getroffen.
dann im neuen Workvlog von ihm und auch in meinem ersten YouTube-Video. Und dann würde ich ihn heiraten. Eigentlich müsste ich wieder Joshua umbringen und den Timmy heiraten, wie ich es vorher schon so gesagt habe. Aber ich glaube, das sollte ich mal switchen, dass Joshua nicht immer gekillt wird von mir. Dann würde ich Joshua das Küsschen geben und Timmy für seine nicht so vorhandenen Bachkünste umbringen. Ja, bei mir wäre es wirklich so, ich würde den Nicola Probst heiraten, weil ich vorher den Joshua Spiel geheiratet habe. Jetzt muss ich Abwechslung reinbringen. Dann Joshua gibt es das Küsschen, Timon oder der Tim, wenn er es ganz gerne hat. Würde ich glaube leider noch umbringen, weil ich will zuerst mal essen von deinem Kuchen und dann können wir noch darüber diskutieren. Ja. So, das war es mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch soweit Spass gemacht und auch jetzt erwähnt sein ist, wenn ihr mehr von dem gesehen habt und sagt, yo, geiler Content, schaut bei ihm vorbei, unten verlinkt, Abo da lassen. Und dort findet ihr den zweiten Teil oder den ersten Teil, je nachdem wie ihr es seht, einfach noch den folgenden Teil, wo wir eine zweite Runde gespielt haben. Darum ja, checkt das aus. Und wenn ihr euch wissen was sonst passiert ist, checkt das Video aus, das letzte Woche online gekommen ist. Dort haben wir das Ganze ein bisschen geflogen davon. Und würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, zeigt es mir einen Daumen nach oben und wir sehen uns nächste Woche wieder am Sonntag pünktlich. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao.